Passt mir dir? Ich gebe dir das schnell zurück. Komm, wir schauen schnell zusammen in die Kamera und lächeln. Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin heute mal in Aarau im Kanton Aargau unterwegs und es gibt ja so ein gewisses Klischee über diesen Kanton. Und ich habe auch Sachen vorbereitet, um mal zu überprüfen, ob das Klischee auch wahr ist, nämlich ob sie überhaupt Auto fahren können. Viel Spaß! Vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit nehmt für das. Mit wem habe ich die Freude? Nadine. Lara. Fabienne. Nadine, Lara und Fabienne. Ich bin der Lionel, ich bin jetzt extra von Basel hierher gekommen. Und wenn ich euch gesagt habe, es gibt Verkehrsfolgen, hat er fast das Interview abgebrochen. Ja. Warum das? Wir haben kein Autobillett. Du fährst mit dem L am Auto, hast du mir vorher Ja, gesagt. ich habe kein Autobillett. Das heisst, du musst demnächst das Billett erwerben und für das musst du das gewisse Wissen haben. Vielleicht, ja. Nicht nur vielleicht, das kann ich dir garantieren, als jemand was schon gemacht hat. Aber jetzt fangen wir zuerst mit den einfachen Sachen an. Es gibt ja so das Klischee, dass ihr Aarauerinnen und Aarauer nicht so gut Auto fahrt. Stimmt das? Ja, mein Vater ist nicht der Beste. Soll ich das so im Video lassen? Ja, tipptopp. Also meine Eltern fahren jetzt auch nicht so super Auto. Also sagen das hier alle? Ja, stimmt. Es stimmt. Ja. Stimmt. Wir können nicht mehr fahren. Wieso? Verachtung Gefahr. Du glaubst, dass das stimmt? Als Aargauer sagst du mir, es stimmt. Ja. Stimmt das Klischee? Nein. Wieso nicht? Ich habe noch keinen Autounfall gebaut. Wer hat denn das Klischee überhaupt in die Welt gesetzt? Wer macht ihr für das verantwortlich? Fabienne, wer? Niemand. Zürcher. Zürich. Wieso Zürich? Es ist immer Zürich. Hat sich vielleicht so ergeben, weil viele Autobahnen durch den Aargau gehen? Gut, das macht irgendwie sogar noch Sinn. Ich bin es eben nicht gewohnt, gescheite Antworten zu bekommen, darum bin ich jetzt gerade selber überrascht. Hast du Töffel? Ja. Okay, das heisst, du kannst die Verkehrsschilder erkennen. Wir haben hier ein paar vorbereitet für dich, wo du erkennen darfst. Was bedeutet das gelbe Verkehrsschild? Hauptstrasse. Absolut korrekt. Was bedeutet das rote? Oh, keine Ahnung. Ich glaube, also Achtung, Gleis. Das Schild hat es in dem Fall nicht so oft im Aargau da. Nein. Steht das nicht bei den, wenn der Zug durchfährt oder so? Kreuzung. Kreuzung mit Rechtsverkehr, genau. Also, ja genau, Fabienne und Lara, ihr fahrt besser noch gar nicht, aber bei der Nadine, man merkt, dass sie vorbereitet ist. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Du hast das Töffel-Prüfung. Ja. Bist du sicher unterwegs im Strassenverkehr, wenn du das nicht weißt? Ja. Du bist an einer Kreuzung mit Rechtsvortritt, genau. Du musst die von rechts kommen, vortreten lassen. Wir haben hier weitere zwei Schilder. Wir fangen mit dem Schild von dir aus gesehen linker Seite an. Es ist ein roter Kreis und ein weißes Ding in der Mitte. Was bedeutet das? Stopp. Halt, genau, Durchfahrt verboten. Stopp, ja. Ja, also im weitesten Sinn lassen wir das mal durchgehen. Verbot. Ja, Durchfahrt verboten, genau. Nicht nur verboten, weil Verbot, was ist verboten, aber Durchfahrt verboten, super. Ein Schild mit einem roten Pfeil und einem schwarzen Pfeil, was bedeutet das? Einbahn. Ah, du bist noch, aber es ist nicht das. Und was ist das Schild, das zweite? Nein, ich weiß nicht. Das mit dem roten Pfeil? Das ist da mit dem, die auf der anderen Seite zuerst sind, dürfen zuerst fahren, also wenn man so gleichzeitig ist. Genau, Gegenverkehr zuerst. Sensationell. Genau, wie hast du die Prüfung bekommen? Was hast du gemacht? Hast du geschummelt? Nein, ich habe auswendig gelernt. Aha, und jetzt wieder vergessen? Ja. Aber ist schon lange her? Ja, sehr lang. Wann hast du es gemacht? Ja, vor einem Jahr. So lange her, okay. Was macht ihr, wenn ihr das seht? Links. Sofort umdrehen. Ja, sensationell, das ist die richtige Antwort. 10 Punkte für dich. Links abbiegen. Genau, andere Richtung und zwar schnell, solange du noch kannst. Genau. Man geht nicht nach Zürich. Okay, ja, der Groschen ist gefallen. Okay. Ein kleiner Tipp, ich habe im Fall auch TikTok. Der Kanton Aargau, ihr grenzt ja an den Kanton Basel-Landschaft, Bern, Luzern, Solothurn, Zug und Zürich. Wer ist überhaupt eure Lieblingsnachbar? Solothurn. Wieso Solothurn? Die machen am wenigsten Stress. Zürich. Zürich. Okay, wieso sind ihr alle so Zürich-affin hier aus Interesse? Die geile Brattanz. Wer ist eure Hassnachbar? Zürich. Zürich. Okay, du hast gewisse Sympathien, wer ist es bei dir? Also so die klassischen, muss ich auch sagen, Zürich. Zürich. Was ist näher an der Erde, die Sonne oder der Mond? Beides gleich. Sonne. Mund. Mond. Ja, Mund. Bist du sicher? Ja, Mann. Ja, okay, gut. Geht die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde? Sonne um die Erde. Die Sonne dreht sich um die Erde. Ja. Ich passe doch im Unterricht nicht auf. Ich weiß es nicht. Erde und Sonne. Galileo, wo bist du? Und wie lange hat sie für das?
24 Stunden. 24 Stunden. Nein, Spaß, ein Jahr. Ja, super. Gerade noch die Kurve gekratzt. Okay, sensationell. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!